Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Diesmal zum 2:1 Sieg am 4. Champions League Spieltag bei Paris Saint-Germain. Ja, wilde Nummer. Hüte ich Hüte auf, würde ich alle Hüte ziehen. Ich denke, das war heute unser Meisterstück. Ja. Wir haben es vor dem Spiel gesagt, das wird so der Prüfstein für diese Mannschaft. Und ja, wir haben beide Extreme gesehen. Wir haben erste Halbzeit gesehen mit Mann gegen Mann übers ganze Feld. Upamecano teilweise als rechter Außenstürmer, weil ein Gegenspieler immer ganzen Platz verfolgt hat. Und das gegen eine Mannschaft wie Paris, die sich aus solchen Situationen natürlich befreien kann, die natürlich die Geschwindigkeit hat. Und wir haben sie einfach dominiert in der ersten Halbzeit. Ja, Paris konnte ja froh sein, dass sie mit 2:0 in die Halbzeit gehen durften. Ja, es hätte locker auch 4:0 stehen können, wenn nicht müssen. Ja, wir hatten noch Riesenchancen. Und ja, das war eigentlich schon das Meisterstück 1. Ja, aber das noch größere Meisterstück ist dann in der zweiten Halbzeit passiert, aus meiner Sicht. Wir haben gezeigt, dass wir Abwehrschlacht können. So, natürlich war da 'n Quäntchen Glück dabei, das gehört aber auch dazu, ja. Wenn man aber gesehen hat, also ein Mann weniger gegen Paris ist halt schon brutal, da brauchen wir uns gar nichts vormachen, ja. Jeder, der da was anderes sagt, der hat einfach null Plan von Fußball. Das ist brutal, wenn man sieht, was diese Mannschaft an Potenzial hat, auch wenn so 'n Dembele vielleicht nicht mehr aufm Feld war. Aber alles, was da reinkam, war auch sehr präsent. Ja, und wir haben die Schlacht angenommen. Das war sowieso klar, ja. Also, es war klar, dass sich da keiner irgendwie hängen lässt oder sonst was. Also, wir sind einfach 'ne Mannschaft und das sieht man, ja, und das hat diese zweite Halbzeit noch mal unterstrichen. Aber halt auch dass jeder diszipliniert da ackern, rackern kann gegen eine Mannschaft wie Paris. So, das darf man halt nicht vergessen, ne? Das war halt Paris und man hat gesehen, welche Qualitäten sie haben, wenn wir mal 'n Schritt zu spät waren, was selten war. Und natürlich kannst du diese Mannschaft, wenn das 11 gegen 10 Spiel auf ein Tor ist, kannst du die nicht komplett ausschalten. Das geht nicht, ja. Aber noch mal, für mich das Meisterstück. Ja, einfach ja, wir haben gesagt: „Alles klar, komm, Umschaltmomente brauchen wir nicht mehr, macht keinen Sinn. Wir konzentrieren uns 45 Minuten, 50 Minuten auf die Defensive.“ Und das war immer unser Riesenproblem in der letzten Saison, ja? Wenn wir dann mal gesagt haben in so 'nem Spiel: „Boah, Alter, komm, lass uns mal durchatmen, lass uns mal 20 Minuten irgendwie hinten reinstellen oder so. Lassen wir den Gegner 'n bisschen den Ball“, haben wir's nicht hingekriegt, ja? Und heute war das ja, du hast das eine Tor gekriegt, ansonsten ja, 3, 4 Schüsschen, die Manuel Neuer halten musste. Eine gute Parade musste Manuel Neuer zeigen. Ja 2 Bälle gingen Meter, 1,5 daneben, wo Neuer machtlos gewesen wäre, weil er aufm falschen Fuß war. Das ist das Quäntchen Glück, was du brauchst. Aber wenn ihr euch einfach mal anguckt, wie sich ja, also ich tue mich auch schwer damit, heute irgendwie 'n Spieler rauszunehmen. Jeder Spieler hat sich reingeworfen, hat geackert, hat gerackert, hat sich völlig in den Dienst und in den Dienst dieser Mannschaft gestellt und alles für den Erfolg getan. Und ich denke, man hat auch gemerkt, dass wir's einfach mehr wollten, ja? Schon erste Halbzeit. Also noch mal, das war unsere beste erste Halbzeit, die ich gesehen habe, ja? Man muss immer den Gegner mit einbeziehen. Und wenn wir uns den Gegner anschauen und wir dann den 1. FC Köln machen, die das gegen uns gemacht haben, ja, dann war das brutal. Und dann sieht man einfach mal, ja, es war einmal Stanny, ja, der 'n bisschen Probleme hatte die erste Viertelstunde, wo 'n Barcola ihn stehen lässt, dass er Barcola einmal dann an ihm vorbei ist und freie Fahrt hatte. Ansonsten nix. Ja, und das gegen diese Qualität, also in der ersten Halbzeit. Und noch mal, ja, Paris war gut bedient mit den 2 Hütten, die sie nur gekriegt haben von natürlich unserem Chancentod Luis Diaz. Gehen wir gleich 'n bisschen in der Spielerbewertung drauf ein. Die rote Karte aus'm Spiel heraus, hätte ich gesagt, ist niemals rot, wenn ich mir dann so die ganzen Wiederholungen ansehe. Ja, wenn man die Vereinsbrille abnimmt, kann's ja natürlich da 'ne rote Karte geben, weil
der Versuch ja schon strafbar ist und er hat die Sohle halt offen, auch wenn er die Sohle natürlich nirgendwo irgendwo trifft, weil die Sohle mitten ist. Aber ja, es war unnötig, zum einen, ja. Taktisches Foul hätte es auch anders angehen können. Ähm, ja, passiert. Passiert. Ja. Also, das war mit Sicherheit keine Absicht, so dass er ihn da verletzen wollte. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Und wahrscheinlich war es ein bisschen übermotiviert. Er wollte ihn nicht durchlassen, ist einfach seine kämpferische Art und Weise. Hat dann da ein bisschen die Kontrolle verloren, war ein bisschen zu übereifrig und, ja, dann ist es die rote Karte und das ist dann auch die rote Karte zu Recht. Alles gut. Ähm, hoffentlich wird da nicht so viele Spiele gesperrt, aber wir haben ja noch ein paar Vorrundenspiele, also von daher. Ist natürlich schade für das Spiel gegen Arsenal, da hätten wir ihn natürlich auch gut gebrauchen können, weil, ja, ich denke, wir haben heute gesehen, dass er kein Chancentod ist. Grüße mal an alle, die diese dumme Scheiße von sich geben. Gut, wir werfen mal einen Blick in die Statistiken. Die werden wahrscheinlich so aussehen, wie unsere Statistik gegen Köln aussah. Ich bin sehr gespannt. Ja, aufgrund der zweiten Halbzeit, denke ich, wird die sehr wild aussehen. Okay, 4. Minute Luis Diaz, 32. Minute Luis Diaz und Joao Neves in der 74. Minute für Paris. Ballbesitz 71:2 zu 28:8. Respekt, ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, ich kann mich an keinen Zeitraum erinnern, wo wir mal unter 30% Ballbesitz hatten. Also Abseits 3:3, Foul 7:9, Zweikampfquote 46,9 zu 53:1. Ja, das sagt alles. Schüsse aufs Tor 9,5. Schüsse insgesamt 25,9, Ecken 9,1, angekommene Pässe 643 zu 226. Flanken wurden nicht gezählt. Wild, es gab Flanken. Schüsse insgesamt: Olise 3, Diaz 2, Pavlovic 1. Torschussvorlagen gab es nicht. Haben wir beide Bälle erkämpft? Wild. Gewonnene Zweikämpfe: Olise 9, Kane 8, Conny Leimer 7, Ballkontakte 59 Neuer. Ich sag's, wie gegen Köln. Torwart mit den meisten Ballkontakten. 52 Olise, 51 Conny Leimer, gefoult worden. Ja, schenken wir uns wie immer. Gut, damit gehen wir natürlich rein in die Benotung. Ja, wir fangen an mit Vinny, wie immer. Also für mich hat Vinny erstmal erste Halbzeit natürlich alles komplett richtig gemacht. Ja, es war natürlich Hochrisiko. Er hat gesagt, Rock'n'Roll. Wir haben Rock'n'Roll gemacht, über einen kompletten Platz, 1 gegen 1 gespielt, was vollkommen aufging. Ja. Paris kam damit 0 zurecht. Von daher auf die erste Halbzeit gesehen, definitiv Note 1. Zweite Halbzeit, ja, am Ende des Tages gibt Ihnen das Ergebnis recht. Tom Bischoff hat ein bisschen gebraucht am Anfang, was aber auch normal ist. Ich will ein bisschen Luft nach oben lassen. Ich hätte Harry Kane schon ein bisschen eher rausgenommen. Der war super platt. Ja, ich hätte Neon schon ein bisschen eher reingebracht. Von daher für mich Vinny eine 1,5. Gut. Manu, ja, Manu hat heute die meisten Ballkontakte gehabt, haben wir ja gerade gesehen in der Statistik. Manuel war heute super abgewichst, wenn wir es mal auf Deutsch sagen. Ja. Zeitspiel maßlos ausgereizt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Schiedsrichter so ein Torwart mal die gelb-rote Karte zeigen würde wegen Zeitspiel. Also die gelbe hat er sich früh gefangen, hat ihn gar nicht beeindruckt. Ja, super clever, super abgebrüht. Hat Ruhe ausgestrahlt. Ja, hat 1, 2, aber er hat auch heute, ich weiß, er wird wahrscheinlich einen lahmen rechten Fuß haben, so viele Bälle, wie er lang geschlagen hat. Davon sind 2, 3 halt nicht gut gewesen. Zweite Halbzeit hat er die Dinge halt nur noch lang geprügelt. Hat, ja, eine sehr, sehr gute Parade, sehr, sehr guten Reflex, wo er rauskommt. Dann das eine Ding, was er weggefaustet hat, so, das waren die beiden Paraden. Der Rest war, ja, war Aufflücken der Bälle, das musst du machen. Von meiner Seite gibt es heute die Note 2 für Manu. Hat mir ganz gut gefallen heute. Aber generell hat mir jeder heute gut gefallen. Also stellt euch schon mal auf gute Noten ein. Conny Leimer. Conny Leimer heute absolut
vorbildlich, ja. Mentalitätsmonster, wobei ihn heute Upamecano den Rang abgelaufen hat, denke ich. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Upamecano für mich Spieler dieses Spiels, trotz der 2 Tore von Luis Diaz, kommen wir später noch zu. Wir sind jetzt erstmal bei Conny Leimer, da ist er. Conny, super diszipliniert. Ja, also Conny hat man heute gesehen in der zweiten Halbzeit in der defensiven Rolle, dass er mittlerweile ein richtiger Außenverteidiger ist. Ja, super stark gegen den Mann gespielt, ob es vorher Bakula war oder danach, ich weiß nicht, wie er hieß, der eingewechselt wurde. Das war super stark. Ja, kaum mal eine Blöße gegeben und wenn mal vorbei ist, dann gleich hinterher, Körper reingestellt. Ganz, ganz selten, ja, 2, 3 Mal, dass die Flanke kam, aber nicht wirklich gefährlich. Sehr, sehr gutes Spiel von Conny Leimer. Ja, für mich Note 2. Gut, dann kommen wir zu Jonathan Tah. Jonathan Tah, gerade zweite Halbzeit, musste er auch noch mal viel, viel mehr rein. Ja. Unsere beiden Innenverteidiger heute die besten Männer auf dem Feld, meiner Meinung nach. Jonathan Tah kriegt deswegen von mir die 1,5. Super viele Bälle hinten geklärt. Ja, einmal sah er nicht ganz so gut aus, einmal sah Opa nicht ganz so gut aus. Aber ihr müsst mal gucken, gegen welche Spieler die da spielen, dass wir 45 Minuten in der zweiten Halbzeit nur defensiv waren. Du musst hochkonzentriert sein, das so zu spielen, wie die beiden das gespielt haben. Die Abstimmung war grandios zwischen Tah und Upamecano generell, aber auch mit den Außenverteidigern. Das war auch dann die Fünferkette, die wir dann gebildet haben. Ja, boah, das war stark. Nochmal, das war nicht irgendwie nichts gegen Freiburg oder Augsburg, aber das war nicht Freiburg oder Augsburg. Das war Paris Saint-Germain, ja? Zu Hause. Also, heute. 1,5 von meiner Seite. Warum die 1,5? Ja, weil Opa die 1 kriegt. Ja, Opa war 'n Tacken stärker, gerade erste Halbzeit. Opa war heute beste Leistung, die ich von Opa jemals gesehen habe im Bayern-Trikot. Ja, absolute Weltklasse heute. Ihr wisst, die mich länger schauen, für mich hat Weltklasse wirklich Weltklasse. Ich sage nicht auf Weltklasse, das war heute eine Weltklasse-Leistung von Upamecano. Ja, das war ein Tier. Erste Halbzeit, Alto Belli, ja? Was der am Meter gemacht hat, wie kompromisslos er im Zweikampf war, aber auch zweite Halbzeit noch, wie kompromisslos er einfach im Zweikampf war, genauso wie Jonathan Tah, ja? Aber wenn wir dann gesehen haben, dass Upamecano teilweise er war teilweise vor Michael Olise auf der rechten Seite, ja, weil er den Gegenspieler verfolgt hat. Ja, und hat dann da noch 'n Ballgewinn gemacht. Also, war aber auch trotzdem wieder hinten, wenn's sein musste, ja? Also, boah. Also 1 plus mit allen Sternchen heute Opa, absolut Weltklasse-Leistung. Gut, kommen wir zu Stunny. Unser Zombie hat wieder Augenringe gehabt bis auf den Boden. Stunny war der abgefallen ist in der ersten Viertelstunde. Ja, das muss man ganz klar sagen. Hat man auch gesehen, hat 1, 2 schlechte Bälle gespielt, die zu Ballverlusten geführt haben, hat sich 1, 2 Mal abkochen lassen von Bakula. Da hatte man schon 'n bisschen Sorge, ei, 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 geht das gut? Nach so einer Viertelstunde hat er sich gefangen, ja. Irgendwie hat Stunny das öfter mal, dass er so 'ne gewisse Anlaufzeit braucht. Danach war es gut, ja. Auch erste Halbzeit immer wieder mit vorne eingeschaltet, hat dann auch war abseits, ja, war klar abseits, aber er musste ihn dann auch erst mal noch so reinmachen, wie er ihn reingemacht hat, ja. Also, war da super präsent und zweite Halbzeit halt auch super malocht, ja. Einfach malocht, Alter. Einfach malocht. Paris kam super viel über die rechte Defensivseite, ja. Deswegen hat man ja dann auch noch oder über die linke Defensivseite, deswegen hat man dann ja auch noch Tom Bischof relativ früh reingeworfen, weil Paris die Seite immer überladen hat und darüber viel versucht hat. Stani hat sich dagegen gewölbt, Alter, wie 'n Krieger, ja. Meiner Seite Note 2. Gut, damit sind wir bei Kimmich. Kimmich heute für mich auch sehr, sehr stark, ja. Noch mal Opa und Jona haben heute alles in den Schatten gestellt, aber auch Kimmich war gut, ja. Was mir nicht gut gefallen hat, war dieses gerade zweite Halbzeit dann
wo Kane und so noch auf dem Feld war, dass er auf einmal meinte, ich bin jetzt doch noch mal der hier alleine gegen 5 Pariser in der gegnerischen Hälfte pressen muss. Habe ich nicht verstanden, hat er 2, dreimal gemacht. Völlig sinnbefreit, ja. Dreht sich dann um: „Oh, macht ja gar keiner mit.“ Hä? What the fuck? Ja, habe ich nicht verstanden. Keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Wo Harry Kane dann raus war er der vorderste Spieler, dann war das ja okay, wenn er da mal ein bisschen anläuft, war aber auch komplette Kraftverschwendung, weil es ist keiner mit angelaufen. Ja, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Das waren die einzigsten Aussetzer, die ich gesehen habe von Josh. Ansonsten gerade erste Halbzeit sehr, sehr disziplinierte Leistung, ja. Hat 1:1 gegen Vitinha gespielt im Wechsel mit Serge Gnabry. Das hat sehr, sehr gut geklappt, ja. Vitinha war gar nicht im Spiel, gar nicht. Und man hat gesehen, zweite Halbzeit, wo wir das nicht mehr getan haben, wie wichtig er für das Pariser Spiel ist, ja. Und da sieht man, was man für 'n Dienst geleistet hat, dass man ihn in der ersten Halbzeit komplett rausgenommen hat. Kimmich war super diszipliniert das ganze Spiel über, hat auch, ja, wie alle einfach sich dagegen gestemmt und man hat heute auch so ein bisschen den Führungsspieler Josh gesehen. Ein, zweimal, wo er dann da noch auf'm Feld da rumsaß, das Spiel schon weiterging, wo er das dann gerafft hat, ist er noch aufgestanden, wollte ein bisschen zu viel Zeit schinden. Ja, das war's aber auch, ja. Ansonsten Note 2 von meiner Seite. Ja, dann nehme ich den Pavlo gleich mit ins Boot. Pavlo von meiner Seite auch Note 2. Warum? Pavlo hat heute sehr, sehr viel gemacht, was ein bisschen unauffälliger war. Erste Halbzeit war er natürlich klar der vordere Mann, hat gut gepresst, immer wieder angelaufen, hat auch versucht, das Spiel da ein bisschen zu ordnen. Und zweite Halbzeit hat man ihn vielleicht ein bisschen weniger wahrgenommen, aber wenn ihr mal gesehen habt, in welchen Räumen er unterwegs war, wo er zugestellt hat, wie viel Meter er gemacht hat, für mich auch eine klare 2, ja. Und schön zu sehen, dass auch Pavlovic wirklich diesen defensiven Part auf diesem hohen Level spielen kann, ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen auch. Von daher auch Note 2 von meiner Seite. Gut, kommen wir zu Serge. Ähm, Ich bin ehrlich, ihr wisst, ich bin sehr kritisch bei Serge. Ich hätte Serge auch nicht zugetraut, dass er nach den letzten schwächeren Spielen wieder so eine Leistung zeigt, aber er hat wieder auf der Zehnerpose gespielt und Serge hat auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Hat das Tor leider nicht gemacht mit Innenpfosten weg, aber Serge war richtig gut, war richtig präsent. Nochmal, habe ich gerade schon gesagt, wenn ihr darauf geachtet habt, erste Halbzeit, ähm, Gnabry und Kimmich haben sich um Vitinha gekümmert, immer wieder übergeben. Ja, wenn er zu weit in die eigene Hälfte gegangen ist, ist Kimmich nicht komplett mitgegangen, sondern hat dann trotzdem unseren Raum in der Mitte geschlossen und Gnabry hat Vitinha übernommen und ist Vitinha wieder ein bisschen weiter in unsere Hälfte, hat Kimmich ihn wieder übernommen. Super gut geklappt, 1A. Aber er hat auch nach vorne hin Akzente gesetzt, der Serge. Es war natürlich ein bisschen schade, dass er dann rausging, aber war die logische Folge, ja, einfach bedingt durch die rote Karte. Von daher Serge von meiner Seite auch Note 2. Gut, dann kommen wir zu Heavy. Ja, Heavy war heute ein bisschen weniger zu sehen. Ja, man hat auch gesehen, gerade so die letzten 20 Minuten, ja, ich glaube, man hätte ihn in der 70. erlösen sollen, so meiner. Ich kann verstehen, dass man ihn drauflässt, weil er in der Mitte den Ball oft festmacht, aber hatte heute auch nicht hat immer gleich 2, 3 Spieler auf die Füße gehabt. Erste Halbzeit war es noch gut, ja, fallen gelassen, immer auch mal versucht, Michael einzusetzen, hat nicht so oft geklappt, hatte heute auch 2, 3 Fehlpässe von seinen langen Bällen, beziehungsweise Paris hat es gut gemacht. Die wussten, was kommt. Sie haben die Bälle abgefangen, das war gut. Und zweite Halbzeit war Heavy halt der im Raum stand, konnte aber auch nicht mehr für Entlastung sorgen, weil wir einfach auch nicht mehr das Interesse hatten, ja. Und da hätte man Heavy eher lösen können, meiner Meinung nach. Hättest du eher Minje reinwerfen können oder eher 'n Leon bringen können in der Zentrale nochmal, ähm, weil wir haben eh keine Akzente mehr vorne gesetzt, ja. Das ist das Einzige, was ich so zu kritisieren habe an Vinny. Ansonsten, ja, Heavy hat sich auch aufgeopfert, gekämpft, wie die ganze Mannschaft. Aber ich fand ihn heute ein bisschen unauffälliger, von daher gibt es die 2,5 für Harry Kane.
Olisse habe ich auch noch nicht, oder? Dann machen wir erst mit Olisse weiter. Michael heute, ja, hat einen schweren Stand gehabt gegen Mendes. Muss man ganz klar sagen, ja. Erste Halbzeit, ja, man hat's gesehen. Also, generell Paris war stark, so, da braucht man gar nicht drüber reden, ja. Olisse hat sich auch ein bisschen schwer getan, wobei man sagen muss, unsere linke Seite war eh ein bisschen mehr im Spiel gefühlt. War nicht schlecht, so, keine Frage, aber auch da, hey, es ist Michael, ja, da hätte man ein bisschen mehr in der Offensive erwarten können. Hat allerdings auch wie ein Bär gekämpft in der Defensive. Immer wieder die Meter zurückgemacht, ja, weil immer wieder Conny unterstützt. Zweite Halbzeit, die defensive Rolle ohne Mohren, ohne Starallüren oder sonst was angenommen. Vorbildlich, ja, und das zeichnet diese Mannschaft aus und von daher die 2,5 von meiner Seite. Gut, dann kommen wir zum Matchwinner. Ja, zu zum Matchwinner und Unglücksraben. Nochmal Grüße an alle, die Luis Diaz als Chancentod betiteln. Leute, ihr habt einfach keine Ahnung von Fußball, Alter. Und da schließe ich alle Experten mit ein, die dummes Zeug labern. Ne? Sorry. Punkt. Da bleibe ich bei. Könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Nur weil ein Spieler mal 3, 4 Großchancen nicht macht, aber trotzdem in den Spielen trotzdem noch ein Tor macht und eine Vorlage erzielt, von Chancentod zu reden, Alter. Ihr habt nicht mehr alle Latten auf dem Zaun. Ne? Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass Luis Diaz heute seine beiden Dinger, die er gehabt hat, die noch nicht mal hundertprozentige waren, gemacht hat. Ja? Und vor allen Dingen, wenn man sieht, wie er sich die dann teilweise auch selber erarbeitet hat. Ja? Und das ist halt das, was ein Luis Diaz macht. Er erarbeitet sich diese Chancen halt auch selber. Ja? Und das sollte man mal immer ein bisschen mit bedenken. Ja? Hätte von mir natürlich auch die 1 mit Sternchen bekommen, wenn nicht die rote Karte gekommen wäre. Ja, wir können die rote Karte noch mal besprechen. Wie gesagt, ich habe es, wo ich es in der realen Szene gesehen habe, habe ich gesagt: „Jo, gelb, alles gut“, ja. Nachdem, dann das Geheule bei Hakimi da war, habe ich erst gedacht: „Jo, kennt man ja, 'n bisschen Schauspielerei.“ Anscheinend hat er sich ja wirklich verletzt. Gute Besserung an dieser Stelle, ist natürlich eine Sache, die wir keinem Spieler wünschen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich hoffe, es ist nicht so eine schwere Verletzung, wie es bei Musiala war. Und natürlich war das keine Absicht. Natürlich war es dumm, in dieser Szene so hinzugehen, erst recht in diesem Raum, ja, wobei man sagen muss, wir wissen auch, was daraus hätte passieren können, so, ja. Trotzdem, der war noch 10 Meter in der eigenen Hälfte. Alles gut, er war einfach zu weit weg, ja. Deswegen hat er den Monstersprung angesetzt mit beiden Beinen irgendwie. Da war nichts mehr mit Trikot halten oder so. War unnötig. Trifft es eigentlich am besten, unnötig und dann natürlich super unglücklich, ja. So, aber er nimmt natürlich, so in Kauf. Das muss man auch klar sagen, ja? Wenn du mit beiden Beinen abspringst, so mit der offenen Sohle, auch wenn es dann, zwischen beiden Beinen durch ist, ja, und er ihn nicht irgendwo trifft, trotzdem kannst du nicht so mit der offenen Sohle in Richtung eines Gegenspielers springen. So, das geht nicht, ja? Und dann ist es am Ende des Tages eine klare rote Karte. So, hoffen wir, dass es nicht so viele Spiele Sperre gibt, das werden wir sehen. Von daher trübt das natürlich die Note 1, ja. Ich sehe es aber auch jetzt irgendwie nicht ein, ihn deswegen Note 3, 4, 5 zu geben. Er hat uns, mit den beiden Toren überhaupt erst mal auf die Siegstraße geschossen. Von daher kriegt er von meiner Seite die Note 2 und gut ist. Gut, dann kommen wir noch zu Tom Bischof, habe ich ja schon eingangs gesagt. Es war die richtige Entscheidung, dann auf die Fünferkette zu stellen, ja. 'N Tom da reinzuwerfen. Hat ein bisschen gebraucht. Die Abstimmung war am Anfang nicht gut mit Stunny, ja. Auch wer was übernimmt, da war wirklich die ersten 10 Minuten für ich dachte: „Ach du Scheiße, das geht nicht gut“, ja. Haben sich dann gefangen, ja, aber nochmal, das ist Paris, ja. Wir haben noch nie diese Fünferkette gespielt in irgendeinem Spiel. Ich weiß nicht, inwieweit es im Training der Fall war oder sonst was. Hat es dann gut gemacht, ja, hat auch ein 2 Bälle vorne dann mal versucht festzumachen oder lang zu spielen. War natürlich nicht mehr gegeben. Hat sehr, sehr viel Laufarbeit, geleistet, immer wieder mitgegangen, immer wieder in den Räumen gestanden. War wirklich dann gut
gut drinne. Zum Glück haben wir die Phase überstanden, wo die Findungsphase war. Das muss man ganz klar sagen. Das war aber ähnlich wie Stunny in der ersten Halbzeit. Er hat so 10 Minuten gebraucht. Und danach war es wirklich, wirklich ordentlich. Von daher von meiner Seite die 2,5. Gut, dann kommen wir noch zu Minjay. Minjay, der dann nochmal die Seite verstärkt hat oder nochmal die Fünferkette verstärkt hat. Und Tom Bischoff dann so ein bisschen vorgerückt ist. Wir haben dann so ein 5-4 gespielt in den letzten 10 Minuten. Ja, benoten tun wir Minjay natürlich nicht bei 10 Minuten Einsatz. Er war präsent, er war da außen, ja, hat sich mit reingeworfen. Ja, gibt es nichts Schlechtes zu sagen, so gar nicht. Ja, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, ich saß schon draus, dachte mir, wir kommen eh nicht mehr in die Umschaltsituation. Ja, ich habe am Anfang auch noch so gedacht, ja, eigentlich gar nicht so wild. Wir werden schon eine Umschaltsituation kriegen, die wir dann nutzen. So, ja, das war so mein Gedanke auf die zweite Halbzeit bezogen. Aber wir kamen ja gar nicht. Wir kamen gar nicht. Paris hat uns eingeschnürt, weil einfach Vitinha überragend war, der das Spiel da geleitet hat. Und wir haben kaum zweite Bälle festgemacht. Selbst Harry Kane konnte kaum einen Ball mal in der Mitte festmachen, ja, oder das Foul ziehen. Deswegen, du hättest schon viel, viel eher dich darauf einstellen können, ja, das zu verstärken. Am Ende war es genau richtig. Wir haben 2-1 gewonnen, alles gut, ja, nicht falsch verstehen. Aber von außen betrachtet habe ich schon gedacht, komm, jetzt wird dir Zeit, bringen wir noch einen Minjay rein, machen wir hinten eine klare Dreierkette oder dann die Fünferkette, ja. Ja. Und zu guter Letzt, für mich auch ein bisschen spät, kam noch Leon rein, ja. Dadurch ist Josh dann irgendwie noch mal freigedreht, weil er meinte, er musste jetzt noch mal den Harry Kane machen und noch mal irgendwie wieder alleine nach vorne in die gegnerische Hälfte rennen wie so ein angestochener Igel. Keine Ahnung, was da wieder los war. Hat er dann aber auch schnell gerafft: „Oh ne, lass ich besser sein." Und Leon hat sich nahtlos eingefügt, ja. Hat sich noch mal reingeworfen, war präsent, Körperlichkeit noch mal ausgestrahlt. Alles gut. Ja, noch mal, heute war das einfach. Deswegen auch keine Note 3, ja, weil das war heute einfach mannschaftlich einfach stark. So, ja, für mich war es heute das Meisterstück in dieser Saison. Noch mal, warum? Erste Halbzeit ganz klar Paris dominiert mit einer super Harakiri-Methode mit 1:1 über den ganzen Platz, ja. Muss man mal so sagen, mal abgesehen von Vitinha, den man übergeben hat, habe ich ja gerade schon gesagt, so zwischen Gnabry und Kimmich, was gut geklappt hat. Und zweite Halbzeit einfach gezeigt, dass man es auch kann, wenn es sein muss, so eine Abwehrschlacht gegen so eine Mannschaft zu schlagen, ja, auswärts. So. Da brauchst du nicht mehr, keine Ahnung, vor Barcelona oder sonst wen irgendwie Angst haben oder sonst was. Man hat gesehen, selbst mit dieser Konstellation ohne krassen, echten Sechser und so weiter, ja, über alles, was wir immer diskutieren, ähm, sind wir in der Lage, wenn es drauf ankommt, so eine Leistung abzurufen. Und das noch heute mit einem Mann weniger. Ja. Hätten wir nicht einen Mann weniger heute gehabt und wir hätten so die zweite Halbzeit gestalten, wir hätten Paris noch locker 2, 3 Konter reingedrückt und dann wäre der Bums durch gewesen. So, ganz locker. Ja. Aber nochmal, ein Mann weniger und das war heute eine Abwehrschlacht und wir haben sie am Ende des Tages gewonnen. Ja. Und deswegen für mich das Meisterstück und damit bin ich durch. Leute, Siegesserie geht weiter, hätte ich persönlich nicht gedacht vor diesem Spiel. Ja, ich war völlig gehypt von der ersten Halbzeit, bin aber auch immer noch völlig gehypt von der zweiten Halbzeit und habe mich so gefreut, dass die Mannschaft das wirklich über die Ziellinie gebracht hat, weil es hoch verdient war, wenn man sieht, wir sind eigentlich genauso eine Mannschaft wie Paris. Wir sind eine Mannschaft, die den Ball hat, die presst, die super offensiv ist
Und wenn man dann sieht, wie die ganze Mannschaft defensiv ackert und macht und tut. Daumen hoch und damit rot-weiße Grüße. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind hier allein, weil sie eine